Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Aha. Was? Ich han Neuigkeiten aus dem Rathaus abgepasst. Nach der allerletzten Auszählung der Stimmen zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters von Köln hätte der Kandidat Max Möbius 26,1% von der Stimme gekriegt. Und uns Ulla, das Wort dann wohl. 73,9%. Wir haben es geschafft. Ulla ist die neue OB von Köln. Ulla, 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 Ulla. Noch ins abgepasst. Ich han grad Evans mit dem Ulla geschwadert und Ulla hätte mir gesagt, es wird gleich hesen. Und es freut sich, mit euch ein lecker Kölsch zu trinken. Und bis es küt, jeven ich ein aus. Köbes und rund für sie all. Donner Litsch Helja, da hätt sie doch noch geschafft, der schwarze Düvel. 74% der Stimme bei 13% Wahlbeteiligung. Ja, die weiß, wie man es mäht. Die hätt nicht nur Haar auf der Zeng, die hätt auch Rasierklinge an der Ellbohre. Aber die Idee mit dem ersten Kölner Männertag, die war schon genial. Einen Tag für die Wahl. Die ganze Nacht immer so ein Suffen. Und alt Geld sind drüber hingefallen. Und han gesoffen wie ein Head durch Therapet. Ich sage nur, macht besoffen, was ich kaputt mäht. Ja, uns Ulla versteht die Kunst. Der Kerl selbst im Düsteren noch hingert Licht zu führen. Ja. Das sind die Kerls doch wohl selber schuld. Die haben doch gewusst, dass am nächsten Tag Wahl ist. Was willst du machen? Wenn der Jäs willig ist, er wird Fleisch, wa? Attention, Ulla küt. Meine Damen und Herren, die neue Oberbürgermeisterin von Köln, Ursula von den Sinnen. Danke. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich danke euch. Und wenn ich euch sage, dann meine ich auch euch. Aber nicht nur euch hier, sondern euch alle, die ihr mich hier und heute zur ersten Oberbürgermeisterin Deutschlands gewählt habt. Bravo! Und bevor es irgendwo, irgendwann, irgendeine andere zu euch seht, sage ich es he und hüg zu euch. Und besonders zu euch, Frau Lück. Yes, we can! Bravo! Yes, we can! Yes, we can! Yes, we can! Und noch ein Satz auf Englisch. I have a dream. Ich have a dream, dass eines Tages eine Frau nicht nur die Stadt, sondern auch unser Land regieren wird.
Es geht so viel, was nur Frau Lück tun können, damit das Leben schöner wird. Ich sage nur, warum nicht in so ein Hübsch statt immer nur die Eisbock? Ja. Warum nicht Hanna die Erste statt Hennes der 16.? Ja. Vielleicht steht der FC dann auch noch ins Gewinne. Ja. Und warum nicht dicke Petra statt dicke Pitta? Ja. Und last but not least, have I the dream, dat Flück und nicht jetzt in 80 Jahren eine Frauenquote eingeführt wird. Und ich will sie jetzt. Ich will nicht warten. Hier und heute die Quotenfrau. Jetzt geht zurück, wir sind in der Pflicht. Der Zick ist Kumme, alle Lück zu zählen, dat het gelungen und dat spricht für sich, dat mir der mietste Stimme hück gewonnen. Ist in Kölle Hück, Frau, ist in Kölle Hück, Frau, endlich Oberbürgermeisterin. Und dann haben wir Freud, und dann haben wir Freud, und dann haben wir Freud und lachen uns kaputt. Und dann haben wir Freud, und dann haben wir Freud, und dann lachen wir uns halb kaputt. Und deswegen beschließe ich jetzt als meine erste Amtshandlung, dass in der kommenden Session die Jungfrau im Dreigestehen eine richtige Jungfrau zu Sinn hat. Und keine Kerl. Wo Jungfrau drauf steht, muss auch Jungfrau drin sein. Warum den Kätzchen alles komplizieren? Warum sind Kätz so offen quengelzwot? Ich kann verstanden, es nicht gleich zu spüren, dat der Zick ist vorbei, dat der Zick ist vorbei, wo die Politik mit Hü und Hot. Und dann haben wir Freud, und dann haben wir Freud, und dann haben wir Freud und lachen uns kaputt. Und dann haben wir Freud, und dann haben wir Freud, und dann lachen wir uns halb kaputt. Und jetzt Freibier für alle. Nee, Ulla, so haben wir nicht gewählt. Ich han die nicht mit Stimme, damit du als erstes uns Kölschstreiche stehen kaputt mäßt. Zig 1870 ist die Jungfrau im Kölsche fast der leerne Kehl. Und dabei bliebe, solange ich lebe. Ja, Jübsche, da bist du auf jetzt für mich eine Dude. Wenn das eine Witz sein soll, verzellen keinem Wigger. Jedenfalls in Frau als Jungfrau könnt mir nicht Hunger. Dafür kannst du mich ansehen. Wenn du drauf bestehst, dass die Jungfrau eine Kerl blieb, dann sorge ich dafür, dass der nächste Rosenmontagszug in Bergheim anfängt und in Düsseldorf abhört. Das ist Erpressung! Ja. Also, es ist es so. Grundsätzlich haben wir ja nichts gegen Frau Lück im Fastelavend, wenn sie jod bützen können und das Verfallsdatum noch nicht abgelaufen ist. Pass ob hein, was du sagst. Ich wollte auch nur sagen, dass wir ob ein Sieg dafür sind. Ob der andere Sieg, sind wir da je. Aber im Grunde genommen dafür. Dafür, dass Sie, liebe verehrte Frau Oberbürgermeisterin... Jetzt quatscht nicht so eine Geue und pass auf, dass ihr euch nicht an eurer Zunge verschlecken dort. Einerseits der Jäger, andererseits dafür. Der Jäger dafür. Immer in der Ecke. Dass ihr Kerls nicht ins Einmalrad ausdenken könnt. Hören, Daphne. Ich will, dass mir so flück wie möglich Nägel mit Köpf machen. Ja. Ich will, dass du so flück wie es geht ein Fürsprecher organisieren lässt. Für Tanzen, für Singen. In England seid mal Casting dafür. Ach. Damit wir ganz flück eine Jungfrau haben, die sich sehen lassen kann. Das muss eine richtige Kampagne werden. Köln sucht die Superquotenjungfrau. Super Jungfrau. Quote lassen wir fort, sonst gut geminnt. Dann kannst du super und Jungfrau auch fortlassen. Jetzt bist du so pessimistisch, Röschen. Ich sag nur Köln und die 11.000 Jungfrauen. Und ich frage nur, hast du morgen mit einem Kaplan gefrühstückt? Und du, jetzt morgen früh direkt zu dem Professor Jan Obdehipt. Zu dem Drüjemanes und Zeller. Das ist keine Drüjemanes und Zeller, der ist Professor an der Akademie für uns Kölsche Sprache in Köln. Und du sagst ihm, dass er für das Casting als Jurymitglied gebraucht wird. Ich übernehme den Fürsitz. Du bist natürlich auch mit dabei, Daphne. Und dann nehmen wir noch der Professor Fröhlich-Harz als Doktor. Der ist wichtig. Und was ist mit mir?
als Präsident der Prinzenjade habe ich ein ordinäres Interesse und ich möchte auch direkte Einmal im Jahr uns wieder ein paar richtige knackige Pfütsche anluren, oder? Wenn du das siehst, aber lieber eine Pfötchenslure als eine Pfötchensföhler. Röschen. Und du? Du bist auch mit dabei. Wo bin ich mit dabei? In der Jury, wenn wir die kölsche Jungfrau aussöke und wähle. Du bist sozusagen die weibliche Stimme des Volkes. Da ich ob mein Alltag noch unsere weibliche Stimme des Volkes werde, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Ruhe! Und? Wie südet an der Jungfrauenfront aus? Ja, die Zicke mit der 11.000 Jungfrau lief, Ulla, das waren's. Von der 111, die sich höher gemeldet haben, habe ich 108 nach Hause schicken müssen. Nee, ja? Ja, die Zigge. Das mit der Moral ist auch nicht mehr wie früher. Da sah ich zuletzt eine Frau mit einem Hündchen im Stadtpark. Das Tier lag quietsch wie der am Rücken und tät alle vier von sich in die Luft stippen. Da seht doch wahrhaftig das Hungsmadämmchen. Na, Pipi, messe wieder ein Kölschmädchen. Ja, also ich meine nur dazu, was sind das für Ziege, wenn wir zu Hünger und für machen? Wenn Sie 108 nach Hus geschickt haben, dann möchte da wohl noch 3 übrig sind. Ja, und die luren wir uns jetzt an. Professorchen, ist mir nicht der Trin auch noch unter der 3? It is. Wo sie doch, das Ströpstück ist eine anständige Familie. Und wie machen wir das jetzt? Die Weidebau vom Zimmer 1 bis 4 rufen werden. Ja, Helga, Jo, Chefin. du gehst jetzt auf die 1. Da sind 3 Mädchen drin und eins von den 3, welche? Bärbel. Das Bärbelche, hülse rauf zum Fürsprechen. Ja, mach ich. Und sagt doch, ob er dem Leberecht mal Bescheid, er soll uns ein Viertelstündchen Pause machen. Gott sei Dank. Ruhe! Ich hatte doch ja nichts gesagt. Oh, ich hab dich doch ja nicht gemeint. Ach so. Was stehst du denn noch wie ein Stockfisch und sähst nix? Sag, wie du heißt, wo du herküsst, was du für eine Ausbildung hast, was du bringen willst. Und dann bist du Flück. Und stell dir ins Grad hin. Süß ja aus wie eine Käseständer, der unter die Straßenbahn gerade ist. Ich bin der Bärbische Gummus. Lauter! Und lur mich an, wenn du mit mir sprichst. Und der Brüsserus, falls du überhaupt jetzt davon hast. Ich höre. Ich bin der Bärbische Gummus Lindenthal, Jan ob der Waldorfschule und möchte jetzt eine Kölsche Witz tanzen. Danze? Ja, bei Waldorfsweden Witz hier, Tanz. Ne? Dann leg doch mal los. Stopp. Ich habe mich verschriffen. Kann ich noch anfangen? Von mir aus. Soll das denn ein Witz sein? Ja.
Willst du mich vielleicht ob der Roll nehmen? Ja, ich bin nee. Das war Kölle Alaf auf Waldorfisch. Ich han kein Wort mehr. So wie du gedanzt hast, da kannst du sonntags morgens die Eier mit abschrecken. Müssen wir uns beraten? Nee. Danke, tschüss, Abflug. Ganz schon. Und sagt den Waldorf-Lehrer, Jod gemeint ist das Gegenteil von Jod. Was? Ich bin ein Züff, komme aus dem Fringsfädel, bin Friseuse und möchte ich so gerne Liedje für singen. Warum hüllst du dann wie eine kastrierte Schlosshung? Als das Bergische Abkommen und Warmhühle, da musste ich einfach mithühlen. Und da ich bei meinem letzten Urlaub an der Nordsee der Text und der Musik für ein Heulbuenlied gemacht habe, habe ich mir gedacht, einfach wieder zu hühlen, wenn ich euch jetzt das Heulbuenlied für trage. Also Jod, dann hühl, wigger und sing dazu. Ja. Im Urlaub auf Borkum, im friesischen Land, ja, da geht nicht viel Wasser, was Nordsee genannt. Da bin ich am liebsten, da fühl ich mich gut, denn da ist immer Wetter, du brauchst keine Hut. Denn der Wind weht bloße, mit frei dir der Kopf und die Welle, die Rose, Raff und Rob und ganz wichtige Boje. Die Hühne so laut an den Tags mir im Urlaub et Schlafe versaut. Ja, Dinge Gesang klingt so, als hättest du eine Seehunk in deiner Verwandtschaft. Müssen wir uns beraten? Nee. Danke, tschüss, Abflug. Ganz schon. Nee. Wissen Sie, was Sie sind, Frau OB? Ne? Ein Kotzkümmchen. Kotzkümmchen, ein nicht mehr häufig gebrauchter Begriff in der kölschen Sprach. Ursprung und Gebrauch überwiegend Sülz und Zollstock. Möt ich ever noch prüfe? Ja, der Herr Professor weiß, wovon er spricht. Ich bin der Trin, ich komme aus Köln und ich singe euch jetzt mein Liedchen. Zapperlot, ich bin noch immer Jungfrau. Zapperlot, ich weiß noch nicht warum. Dabei weiß man doch, dass ich mir alles so trau. Keiner will mich und das find ich schlimm. Darum trete ich Hücke an, für Kölner Dreie stehen. Und die Kerls dann Jod studiere, vielleicht bis dann eine an. Kann ich verstehen, dass ich noch Jungfrau bin, dass ich noch Jungfrau bin. Drum wird der Fastenlauben endlich für mich sind, wenn ich noch Jungfrau bin, weil ich noch Jungfrau bin. Und dann warte mir bis Aschermittwoch, ob das dann noch stimmt, weil ich noch Jungfrau bin. Kann ihr mich gefangen? So ein Jungfrau Stopp, wird man nicht stopp, oft. halt an. Du brauchst nicht wieder zu singen. Das hast du Jod gemacht und du hast gewonnen. Nee. Müssen wir uns beraten? Nee. Ja, Du kannst noch Hustjon und grüß meine Schwester, was Ding Mam ist, und sag ihr, sie möchte mir bald uns der Abflussbömpel zurückbringen, den ich ihr geliehen habe. Ja, was lurt er mich so an?
Ming Abflussloch ist verstopft. Verehrte Frau Oberbürgermeister, Ihr verstopftes Abflussloch in allen Ehren. Aber Ihr Demokratieverständnis ist nicht nur mir durch und durch fremd. Genau, jetzt suchst du dann Jury aus und am Schluss bestimmst du doch alles selber. Also, der Feitstanz von dem Buche Bellremmel, dem Bärbelchen und auch das kürzliche Jömere von dem Züf, da brauchen wir ja nicht drüber aufzustimmen. Aber was den Trin da geleistet hat, das war auch Driss. Ich sehe ein bisschen Klüngel. Aber der muss Jod klingen. Das finde ich auch. Was sagst du, Daphne? Dass die Beste gewinnen sollen. Und wer war der Beste? Keine. Ja, klasse, da sind wir ja wirklich gekommen. Was will man machen? Es war ja auch nicht so viel Auswahl da. Ja, was will man machen? Damals noch 11.000, jetzt nur noch 3. Damals. Damals hatte mir viel Glück. Zeitung, ja, wird doch nur für bessere Glück. Damals wusste längst nicht so viel. Schmitz als blieb Löwenzell. Handy, Internet. Beste Freunde auch bei dir im Bett. Klingele mit lautem Ton. Hoch egal bei dir sching, hell die neue Sonne. Mir kütt doch gerade eine Idee. Meine Freundin, der Möller Kaius Riepenhahn, der hätte ein Modell. Das könnte ein Jungfrau afjewe. Die ist schön, hätt Noblesse. Ja, da könnt selbst ich als ingeschworene Junggesell. Du meinst wohl Eienbrötler? Selbst ich als ingeschworene Junggesell schwach werde. Ich mein, ich habe nicht bis jetzt nur als Gemälde gesehen. Aber wenn das in Natura nur halbe so gut aussieht wie gemalt, dann würde jetzt für uns Eleonore Pagensteert. Pagensteert. Was ist das da für ein Name? Den möchte ich nicht übersetzen müssen. Das müssen Sie auch nicht. Also, mir jon jetzt direkt ob das Atelierfest von dem Kaius. Der viert nämlich höchstinge Geburtstag. Und ich wette mit euch, dass das Eleonore auch da ist. Atelierfest? Was soll ich dann um einem Atelierfest? Für das ganze faule Künstlergesocks, die bloß die Zick schlagen dünn. Da habe ich nix für übrig. Ich finde das eine gute Idee. Wenn die Jungfrau nicht zur Jury geht, jede Jury ob das Künstlerfest. Hell ja, wir machen für geordnete Pension dich. Es geht doch keiner mehr. Und so haben wir kein Kosten noch kein Mühe gescheut, um dir, Leben Kaius, zu dem Geburtstag eine ganz besondere musikalische Leckerbisse zu präsentieren. Es wird ein bisschen amerikanisch werden. Du warst so begeistert von dem Aufenthalt da bei den Yankees. Aber bevor du so weg ist, wollen wir dich erstens all hier ganz kräftig Hu-Level aus. 1, 2, 3, yeah! 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 Yeah!
das alles. Ja, oh. Ach, ich wär so gerne Cowboy sitzt der ganze Tag am Bett, wo het Herz am nahe Feuer der Prärie mich träume mit. Und ich träum vom wilden Westen und vom Sheriff in der Town, wo ein Kriegsbad Indianer mache Schluss mit Mingen Traum. Danke für den großartigen musikalischen Vortrag. Ich bin gerührt, ich bin begeistert. Aber nur passt ins Rad auf. Ich kriege gerade Bescheid, dass uns neue Oberbürgermeisterin, Ursula von den Sinnen, gleich bei uns abkreuzen will. Ach, da ist sie ja schon. Applaus bitte für den ersten weiblichen Oberbürgermeister von Köln. Du da, komm du da ins Raff. Danke, danke, danke. Lev Künstlerinnen und Künstler. Ich freue mich, dass ich mich nach reiflicher Überlegung spontan und mit großer Freude entschlossen habe, das Fest hier abzusöken, und danke ich für den herzlichen Empfang. Mein Herz schlägt für die Kunst und für die Künstler. Und besonders für die Kunst hier in Köln. Oh, bravo. Ich möchte in keiner Stadt leben, in der nicht gesungen, gedeicht, gemalt, getrunken, gebützt und geliebt wird. Aber jetzt lade ich den Finger störe und dort schön vieren. Lev, Frau Oberbürgermeister, mir danke dich für die schönen Wörter. Nachdem jetzt genug hin und her geschwart worden ist, Leben, Kaius, bis es so gut, das nächste Geschenk zu empfangen. Und das ist ein Ballett. Oh. Hey, kommen Sie, die Tortenheber aus dem Fringsfädel.
birthday, lieber Gaius. Happy birthday to you. Mann. Das war ja einfach großartig. Ja, ne? Das Eleonore sieht ja noch viel besser aus, als ob Dinge Bilder. Das kann doch nur so ein verdröschter Professor für uns kölsche Sprach wie du einer bist, sagen. Sache, bist du alt wieder beleidigt? Beleidigt? Ich? Dazu müssen wir. Es ist doch immer wieder erstaunlich, dass du jetzt weißt, was du eigentlich nicht weißt. Aber sagen Gaius, ich weiß ja nicht oft, du schon weißt, aber uns neu OB, die will doch hier in Köln Frauenquote inführen. Han ich gelesen, halt mich aber ja nichts von. Ja, du nicht, aber sie hält jetzt doch von. Und sie will, dass die nächste Jungfrau im Dreie stehen eine echte Jungfrau sein soll. Ja, die nebenbei jod aussieht, singen und tanzen kann und... Und die hat er bis jetzt noch nicht gefunden. Genau, und da hat ich eigentlich an das Eleonore gedacht. Et Eleonore? Ja. Jo. Jungfrau ist es noch. Ja, woher willst du das dann wissen? Als Möller süd man das. Aha. Ja, und woran süd man das? Hinter der Eulscher. Da ist es so eine ganz besondere Glanz. Das siehst du auch bei den Porträts, die alle Meister von Mädchen gemacht haben. Von mir, Rembrandt und so. Woher hätte Hä? Also sag, was hältst du von meiner Idee? Soll ich Eleonorens Frau und so der OB fürstellen? Besser du nicht so fragen, ne? Du, als Junggesell, mit dieser gestörten Beziehung zur Frau Lück, du machst noch mich kaputt, als ich jemals wieder Jod machen kann. Es kann ja nicht jeder so eine Possierstängel sein wie du. Und wie südet das? Hanso schon ist mit dem Eleonorie schwarz. Da küttet grad mit meinem Freund Gaius. Das ist mir alle Freund Jan, Eleonore und das ist... Das ist Daphne Bielefeld, die rechte Hand von unserer neuen OB Ursula von den Sinnen. Frau von den Sinnen, Frau von den Sinnen. Darf ich fürstelle, Eleonore Pagenstert. Ja, und das ist mein Freund, ja, der Ihnen sicherlich bekannte Kölner Porträtmaler Caius Riepenhahn. Selbstverständlich. Wer kennt denn nicht der international bekannte Porträtmaler Riepenschwan? Hahn, Frau Oberbürgermeister. Hahn. Was? Riepenhahn. Was hat ich dann gesagt? Schwan. Riepenschwan. Mein lieber Schwan, ich werde ja wohl noch einen Hahn von einem Schwan unterscheiden können. So, und Sie sind also jetzt Eleonore. Kann man sehen, was Kultur ausmäht. Großartig, was Sie da even zimmert haben. Und Sie sind also Model? Und Sie sind stumm, oder was? Entschuldigung, aber ich habe momentan Herzenbubbern und mir brummt der Nischel. Was? Es hätte gesagt, dass er meinen Kopf hat. Und in welcher Sprache seid ihr das?
Auf 6. Wie bitte? Das ist sächsisch. Ja, das muss man mögen. Wieso jetzt? Willst du mir als Jungfrau im Dreigestehen andrehen? Was sieht doch gut aus? Einfach bibst, das darf doch nicht wahr sein. Süd jod aus, lach wie eine Fischreier und sprich wie eine Bimmock. Wer kein Kölsch werden kann, der kann auch kein Jungfrau im Dreigestehen werden. Komm ich dann doch lieber wieder ob uns Trin zurück. Mit dem machen wir einen Crashkurs im Singen und Tanzen. Und dann tritt das mal ein Kalf ob der Kirmes als Schäßbudefigur auf. Nee, da mache ich als Jurymitglied nicht mit. Frau von den Sinnen, ich tät hier einen Wett mit euch machen. Ich wetten, dass ich aus dem Eleonore in der Zick von, 4 Mond echt Kölsch Mädchen mache. Was perfekt Kölsch wart. Eine Jungfrau im Dreie stehen, wie die Welt noch nicht gesehen hätt. Herr Professor, nix gegen Ihre Erfolge bei der Erforschung von uns Kölsche Sprach. Die sind international unlegendär. Aber hier, der ich sage, nee, das geht nicht. Eine Kölsche ist man, wenn man hier geboren ist. Und man kann keine Kölsche im Sprachlabor produzieren. Nee, das kann man nicht. Ja, was machen wir jetzt? Ulla, ich glaube, wir sind in der Bredouille. Vielleicht müssen wir uns doch ins Versöken. Mit dem Professor und dem Eleonore. Ja, versöken Sie es. Ich will das schon schaffen. Gut, weil ich meine Kölsche aus dem Reagenzglas nicht vorstellen kann. Und weil Sie die Wett verlieren werde, ja nicht ob die Wett enden. Ja, und was du mal wette? Wenn Sie gewinnen, könnt ihr dort zu mir sagen. Wenn Sie verlieren, blieb beim Sieg. Nun ja, einverstanden. Also, top. Die Wette gilt. Nein, die Wette gilt nicht. Ich dunde nicht, dass über der Kopf vom Eleonore ein Wett abgeschnosse weht. Abgeschnosse? Wer sind Sie dann? Das ist der Heinz-Harald Herkenrath, Schonsfabrikant und platonischer Möchtejern-Liebhaber vom Eleonore. Ich bin keine platonische Möchtejern-Liebhaber vom Eleonore. Sie schnechter Manner, Sie Pinsenquäner, Sie Neinwandschänder. Oh, Lier, du ins richtig Kölsch, Kalle, befindet dich ja breien, der ist da. Sie binge Menschen da. Unverschämtheit, ich liebe Sie. Was? Sie lieben mich? Nein, nicht Sie. Ich liebe die Eleonore. Ach, die Eleonore, die liebe ich wirklich. Und ich werde et nicht so nosse, dass es von euch zu einem Kölsch Nähergang missbraucht wird. Jetzt beruhigen Sie sich uns. Und sagen Sie uns, Halleluja, Halleluja, wenn Bnechtenner neben... Bah, was sind Sie, ne schlechte Mensch? Neck mich in den Tisch. Nück jedet, da geht dahin der wandelnde Elffehler. Ja, ich habe gerade mit dem Eleonore gesprochen. Ne? Jetzt möchte ich ganz gerne mit dem Herrn Professor unter 4 Ohren sprechen. Was kann ich für euch tun? Doch Gaius hat mir von dem Experiment erzählt, was Sie da mit mir vorhaben. Von der Jungfrau im Karneval und der kölschen Sprache und so. Also da wäre ich schon sehr dran interessiert. Ich möchte nämlich, nur jetzt noch nicht, aber später. Ich traue mich ja gar nicht, es Ihnen zu sagen. Nur Russ mit der Sprache. Ich möchte so gerne zum Film. Naja, Stummfilm durfte da kein Problem sein. Entschuldigung, aber ich will zum Tönfilm. Dem Tönfilm gehört die Zukunft. Und unter uns, Herr Professor, ich bin's auch satt, wie ich hier in Göln angeschaut werde, wenn ich den Mund aufmache. Man ist ja in Göln kein vollwertiger Mensch, wo man nicht Kölsch reden kann. Das kann ich jod verstanden. Kölsch, das ist ein ganz besonderer Spruch. Wo immer so, wo immer so. Und Kölsche kriegen davon nie genug. Wo immer so, wo so. So'n Spruch muss man von innen spüren. Wie soll ne Pimmock dat bloß lehren?
Kölsch, das ist ein ganz besonderer Spruch. War immer so, war immer so. Und Kölsche kriegen doch von dir noch. War immer so, war so. Sommer nach und ich bin allein. Dat jetzt anjet von dem Nini-Winne ist gemein. An min schönste schon für het reserviert. Doch rück nach fühl ich mich angeschmiegt. Wenn ich auch für dich nicht das Schönste bin, sind für dich nebeneinander schönste Schönster drin. Das ist ganz gewiss und ich schwöre dir, dass du hast immer jetzt an de Füß, an de Bitte Artikel 2. Et güt wie et güt. Et güt. Vorne bitte kein G, sondern ein hartes K. K wie bei Knallkopf oder Kackarsch. Und statt dem weichen D, bitte ein hartes T. T wie bei Trampel. Trampel? Nee. T. Trampel. Du Trampel. Trampel. Härter das T. T. D. T. Artikel 2. Et güt wie et güt. Et küt. Du Kalfskopf, du. Zig 2 Monate sind wir jetzt an dem Artikel 2 und immer derselbe Driss. Sag, kannst du dich nicht ein bisschen konzentrieren? Aber ich konzentriere mich doch. Ich konzentriere mich doch, dass ich nicht lache. Konzentration ist keine Konzentration. Und jetzt dummer für die Konzentration ein bisschen konjugiere. Sprich mal noch. Ich komme, du küss. Hey, kütt. Mir komme, ihr kutt, sei komme. Ich han Kohldampf. Ach nee, ich han Kohldampf. Kohldampf? Das hast du also geliert. Naja, wenn du mit Mampfe geht, da sind wir dabei. Na, das ist ja prima. Ja, da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia. Jan, du musst dem Mädchen uns jetzt gönnen. Immer so ernst, so wissenschaftlich. Kölschlehrer hätte doch jetzt mit Spaß zu tun. Wenn es Sinn muss, auch mit Blutwurst. Blutwurst, Kölsch und ein lecker Mädchen, das geht noch he in Köln am Ring. Obston und Mul ob. Was für der Demosthenes Jod war, kann auch bei dir nichts schade. Und jetzt sagen's Blutwurst. 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 Nee, Blutwurst. Ich komme. Übrigens heißt das nicht Blutwurst. Das heißt Flünz. Flünz, einfach Püpste Gurken. Das mäht nix. Ich han noch eine. Nur lassen Sie Mädchen uns jetzt essen. Das fällt ja ganz vom Fleisch. Nix da. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Man komme jetzt zur Konversation. Dann konserviert uns schön. Stell dafür, du gehst über die Straße und triffst den Nachbarn, die da lang nicht mehr Sinn hast. Was sägst du zu ihr? Denk an die Stunde von letzter Woche. Nun komm Janke über die Straße.
Hallo, Frau Schmitz. Lang nimm ich gesinn. Und wie is it? Jod und selbst? Auch gut. Jod, nicht gut. Jod, nicht gut. Ja, komm, Wigger. Und wat mit de Mutter? Sie hätt jetzt Durchfall. Ach ja. Und wie jedet Mutters Ganaschenvögel? Ganaschenvogel, ich werde wahnsinnig. Ganaschenvogel und dazu auch noch der Genitiv. Merkt ihr, Lilli, mit einem korrekten Genitiv fällst du hin Kölle direkt als Immi ob. So jetzt hu gestochenes wie der Genitiv kennt der Kölsche nicht. Der sät nicht Minger Mutters Kanarienvogel, der sät der Kanarienvogel von Minger Mam oder Minger Mam ihre Kanarienvogel. Also noch eins. Sie hätt jetzt Durchfall. Ach ja, und wie jedet dem Kanarienvogel von Minger Mam? Er hätt auch Durchfall. Ich hab Hunger. Für dich ist das Essierstriche. Du kriegst jetzt zu essen, wenn du die Grammatik und die Vokabel lehrt hast. So, ich lege mich jetzt für ein Stündchen ob es Uhr. Und wenn ich zurückkomme, will ich das Idee von der Kölsche Jungfrau hören. Ever. Auswendig. Was lust du mich so würdig an? Lass an die Bücher. Warum muss ich so viel mich brauchen? Die Kölsche Sprache ist so schwer. Soll das zu Köln noch ertragen? Ich bin doch nicht Hirschentwehr. Nee, ich bin schön und komm aus Sachsen. Wirst du nicht blöd? Nur was für schlau. Ich war hier für euch in Köln nicht verlau. Nee, ich weiß, ich sitz hier in der Klemme, weil ich die Kölsche Sprache studier. Krieg ich nicht bald noch Butterbämme, bin ich schnell durch diese Tür. Wie schön war's mit Eleonore. Seit Lilli geht's mit mir Workshop. Die Kölner halten mich zur Zeit schwer auf Trab. Jetzt hör uns ab zu kriechen. Ich krieche, du kriechst, hey, kriech, mir krieche, sie kriecht. Hallo. Ich bin ein Tröschen, nicht die Lehrerin. Hey, hast du Röckelchen mit Kies? Lass es dir Jod schmecken. Oh, Röschen? Ja. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Was? Das mit dem Kölsch. Ach, das schaffst du schon. Du musst nur mit dem Herz arbeiten. Nicht so viel mit dem Kopf. Wenn den Herzen so richtig für Köln schlägt, da kannst du eine richtige Kölsche werden. Und wie kriege ich das Herz so richtig zum Schlagen? Glaubst du an der Leviot? Ja, aber was hat der mit Geld zu tun? Sehr viel, mein Kind. Als der Herrgott die Sprache verteilt hat, waren die Kölsche die Letzte an der Reihe. Und es war kein Sprach mehr da, wie sie dran kommen. Da hat der Herrgott zu der Kölsche gesagt, da kein Sprach mehr zu vergessen ist. Dort einfach so schwade wie ich. Das hat der Herrgott auch zu uns Sachsen gesagt. Das kann nicht sein, denn am Ende hat der Herrgott auch noch gesagt, dass Kölsch die einzige Sprache ist, die man auch trinken kann. Und das ist bis heute auch noch so. Chefin, hey, Hannische Telegramm. In 20 Minuten sind Sie hier. Wer ist hier in 20 Minuten? Lesen Sie selbst. Was? In 20 Minuten? Eine ganze Dampfer voll. Och, haben wir noch genug Streuselkuchen? Ja, der ist aber nicht mehr ganz so frisch. Streuselkuchen ist so lang frisch, solange sich der Streusel nicht bewegt. So. Und jetzt auf in den Kampf, Helja. Und du, Lilli, versögen uns mit dem Leben, Jott.
Eleonore, endlich finde ich Sie. Aber warum weinen Sie denn? Der Kerl macht mich fertig. Wenn Sie wonnen, hole ich Sie sofort hier weg. Ach, Heinz Harald. Schauen Sie doch, was ich Ihnen mitgebracht habe. Aber ich hab doch schon 101 Paar Schuhe. Für die Seelenruhe braucht man Schuhe. Annes wat ich an, dat kriegst du von mir, kannst Annes von mir verlangen. Lang schon han ich der Fuß in der Tür, versuchen mit dir zusammen. Et muss ich jen sei Dank, genieß mit ob du nur krank. Lob mir, Heinz Harald, ich find dich auch nett, doch läch mich nicht gleich in Getten. Sei doch so lieb und glätt nicht wie ne Glätte, will mal Freiheit retten. Het muss ich jen sei Dank, genieß mit ob du nur krank, so wie der Sonn und der Mond sich so lang schon verstand, so gläuft mir uns Freundschaft mit mir Jon und die wird immer halten, die wird immer halten. Ausser min Schöcher han ich dich im Sinn, nif ninos mich nit wade. Gucke, ich bin doch kein Lottogewinn, mit mir da gehst du baden. Manchmal da ist es trist, wenn man noch Jungfrau ist man gefroren überall wie ne Halbedelstein. Davon ist nichts echt und so falsch ist der Schein. Ob einmal ist man einsam, trifft nur Glück die Hand nicht, hätt's klar. Das ist so mein alle Dreie steht freut het gebracht. Im Kleiderschrank hängt noch der Jungfrau Ornat. Er hätt auch nix wie nötig, nix ist noch wichtig. Schnell verschwinden Sie, da kommt der Gaius, der kann rasend werden vor Eifersucht. Eleonore, ich liebe Sie. Ich hole Sie hier raus und wir laufen einfach davon. Schnell, hau auf! Eleonore, wenn Sie mich wirklich lieben, dann bleiben wir ein Leben lang zusammen. Wo ist der Kerl? Dieser Schulz-Designer, dieser Ha-Ha-Ha. Zu spät, schnell verstecken Sie sich hier unterm Tisch. Eleonore, wo ist der Sauhunk? Der Plackfüßel, der Schulzlecker, die halbe Portion. Mein Gott, Gaius, bist du wieder eifersüchtig? Eifersüchtig? Natürlich aber. Wo ist sie? Ach, vielleicht in der Besenkammer unter der Treppe. In der Besenkammer? Eleonore, das war wundervoll. Das hast du toll gemacht. Was ist das da ungefähr eine Krach, Lilli? Schnell wieder unter den Tisch. Oh, nee. Ja, und wer kloppt dann da? Ich glaub, ein Tröschen glaubt Schnitzel. Das heißt nicht glaub, sondern ich läuf. Ich läufe, du Ist ja läufst, Jod, ist ja Jod. Und es heißt doch nicht kloppt, sondern et Röschen kloppt Schnitzel. Da klopp ein Tröschen als wieder Schnitzel. Aha. Und sich wann rufe Schnitzel, die ihr Klopfäder aufmachen, aufmachen. Ah! Wer? Der Ha-Ha-Ha. Ha-ha-ha? Der Ha-Ha-Ha, der Schulzfabrikant. Ja, das weiß ich doch nicht. Und was hast du mit dem Eleonore gemacht? Die hast du doch mit dem Kölsche Döns total eingewickelt. Das ist Abhängigkeit von Schutzbefohlenen, die da. Was han ich? Unter dem Deckmäntelchen der Wissenschaft. Nähst du dich an der Kinder an.
weißt du, was du bist? Du bist eine verkappte Posierstängel, eine Pomade, Heini. Was war das dann? Ha! Han ich dich! Du Fleckschuster! Du Sandale, Hilje, du! Will mit dir trinken? Kann ich nicht liegen. Ich bin zu wenig. Das ist eine Lüge. Pass auf, ich werd dich. Verkappe Söhne. Einer von uns zwei wird so laut, ich bin schwarz. Ich hätte Klutze. Willst du mich uze? Lass mich Frostros. Ja, dann hätte ich nie Schuss. Mach das doch Hotkes. Verzähl noch Miedres. Wenn mir Blini von zu fliehen, muss man fliehen han. Ne, fahr doch, ich han net jen. So läuft hier auch, du stehst im Rennen. Hättst du jen, dat Winsche büt. Ha, du meinst auf das jetzt nützt. Jebüt, Jetzt nützt. jebüt, Jetzt. Ich buche Lili. zum Modernieren. Na, na, verfehl mich. Willst du nicht blamieren? Du kannst das jetzt, Jon. Dem Menge Mann stand, jeder von uns will ein Stück vom schönen Leverhand. Denk immer dran. Jeder hat einen Plan. Denk immer dran. Jeder hat einen Plan. Doch bitte, Objekt, halt dich dran. Zadens, is het bal Jod? Zeng dich he wie der Kesselflicker. Da kommen ich ja grad richtig. Wo ihr Zenk ist, da lass dich nieder. Wo Menschen sind, passiert das immer wieder. Na, Professorchen, wie steht es mit unserer Wette? Ganz Jod. Vom Höre, Sarah, han ich Sarah höre, dass es ja nicht so gut läuft mit dem Lilly alias Leonore. Was man so alles sieht, ne? Wo ist es dann, et Lilly? Wo jagt angeblich noch he? Ich bin auch noch hey. Ach du Scheibenkleister, der Dampfer mit der Jesus Bayern kütt. Hell ja, der Kaffee und der Steuselkocher, Tempo. Servus, Grüezi und Hallo, Hallo, Hihi, Hallo, Hihi. So, lass sind Sie drin, denn sie ist das Senderin. Servus, Grüezi und Hallo, Hallo, Hihi, Hallo, Hihi. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein unmusikalisches Echo gehört. Hallo, 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 Hihi, Hallo, Hallo.
Also, es ist so. Jan, Russ mit der Sprache. Wer ist denn die Glückliche? Wie heißt sie? Was mäht sie? Wo kommt sie her? Schon, sie Röse. Gewicht und Körbchengröße. Nein, Tante Fienchen. Mein Interesse an dieser Dame ist rein wissenschaftlich. Ach, ist sie nicht süß? So verleihe und gleichzeitig zum Knuddeln. Und Professor ist er auch noch. Ja, und dazu noch für uns kölsche Sprache, ne? Ja, und genau um die jedet. Ja? Ja, die junge Frau, die ich vorstellen möchte, die lehrt bei mir die kölsche Sprache. Ne? Und ich hätte gern, dass ihr immer ein bisschen auf der Zahnfülle dort wird und mit Kölsch bestellt ist. Ja, da bist du doch bei uns genau richtig. Was mal wo, ja, ne? Was mäht sie dann beruflich? Lilly. Ja, Lilly heißt sie. Lilly ist Schauspielerin und Sängerin. Ja, sie kann singen und tanzen. Evans eine Künstlerin. Ja, ne? Und schön ist sie auch. Ja. Wenn ihre weibliche Anmut mit der Schönheit der kölschen Sprache eine Synthese eingehen würde, was mein Ziel ist, dann hätte man das ideale kölsche Mädchen. Hört. Kellner, Champagner für die Damen. Oh, hört. Champagner. Lilly, da bist du ja alt. Was soll denn der Blödsinn? Ein Handkuss haben sie mir doch noch nie gegeben. Kuss, nicht Guss. Hand, Kuss. So, und jetzt komm, jetzt streng dich ein bisschen an, ne? Die sieht aber wirklich gut aus, ne? Also, das hier ist Ming Mam. Ja, und das ist Walburger Schimmelpfennig. Und das ist Fienchen Knirps. Ne? Also alles zwei Jodfreundinnen von Minger Mam. So, ich denke, ich lasse euch dann für ein Ründchen allein, ne? Aber ich komme gleich wieder zurück, ne? Tschö zusammen. Ja Tschö. hey. Hallo, Frau Knirps. Knirps? Lang nimmi Sinn, Frau Knirps. Ja. Und wie ist es? Gut. Und selbst? Och, Jod. Und wat mit de Mutter? Der jedet auch gut. Ach ja? Ja. Und der Mutter ihre Singe Durchfall? So, hätte ich jetzt am Wandern. Ming Mam hätt keine Durchfall. Ach ja, keine Nee. Durchfall. Und wat mit dem Kanarievogel von ihrer Mam singe Durchfall? Die hätte Föhn am Brause. Der Kanarienvogel von meiner Mama ist seit bald 10 Jahre tot. Am Durchfall gestorben. Ist das nicht komisch? Aber so eine Idee mit dem Durchfall muss man irgends kommen. Das war eine starke Auftritt, Lili. Geht uns Sie sind ja verarscht. richtige Schauspielerin, sind Sie. Ja, so jetzt. Ja, das ist mir ja lange nicht passiert. Ja, wenn das so ist, hören Sie, da habe ich eine Idee. Nächste Woche, da ist so in der Flora die große Modenschau. Was haltet ihr davon, wenn das Lili da auftreten tät? Nee, ich weiß es nicht. Doch, das wäre eine gute Idee. Da könnte man das Lili aber ein wichtiges Glück fürstellen. Nee, ich weiß es immer noch nicht. Nee. Ich weiß es nicht. Lotti, nicht so zögerlich. Lili, wer hier in Köln als Schauspielerin oder was sonst auch immer als Künstler groß rauskommen will, der muss sich auch mal in unseren Kreisen bewegen. Hören Sie, nächste Woche, da ist ja die große Modenschau in der Flora. Da ist der Auftritt. Einverstanden? Lorenz, ist es nicht süß? Jetzt ist es zu viel Freude am Hühlen. Nee, da tut nicht bloß Freude, da tut bloß Angst. Ach, die kommen hier, Sätzchen. Lililein, ach, du brauchst doch nicht zu kriechen. Du brauchst auch keine Angst zu haben. Da in der Flora, da küt nur der Haute wo laute.
alles ganz reizende und nette Lücke, ja, bis das Buffet eröffnet wird. Wow. Lili, das mit der Modenschau ist da vielleicht ja keine schlechte Idee. Nee. Die ist ja auch ein Fetzendach, wo du bei dem Wohltätigkeitsball auftreten sollst. Genau. Das wird doch ein ganz guter Generalgruppe. Ja. Übrigens, Lili, ich bin nicht Lotti. Och ja, ich muss mich auch noch für. Und ich bin das Fienchen. Und ich ist Balboja. Ja. Und du brauchst keine Angst haben. Wir helfen dir. Allemal. Aber ich glaube, ich schaffe es nicht. Vor allem das mit dem Liedchen. Ach, Liedchen. Hör uns, wenn du das Liedchen so singst, wie das gerade ausgesprochen heißt. Gläubet mir, gläubet uns. Du schaffst das, auch das mit dem Liedchen. Ja. Und dort drauf trinken wir eine. Oh ja. Hör auf zu kriechen, wir haben alles im Griff. Wir geben niemals auf. Niemals. Ach, meine Psyche ist ein schwankendes Schiff. Kein Mensch gibt mir ein Lob. Niemals. Wir wissen, was du kannst, musst dich vor keinem zu verstecken. Gäb mein Bestes voll und ganz und zahlt der Jahr die Zeche. So muss es hin. Doch fürcht an mir Kätze grad. Mir Frau liegt, das wisst doch jeder. Sind immer auf Draht. Doch niemals geben wir einmal auf. Niemals an ihren Fuß im Kopf. Niemals werden wir uns blamieren. Mit nix ist tief nur ein Blaman. Aus mit nix ich blieb nur ein Blaman. Eleonore, ich muss mit dir sprechen. Was willst du? Also, nach meinem Geschmack, mäßt du dem Jan viel zu schön Öljelscher. Das gefällt mir nicht. Übrigens gefällt mir das ganze Gedöns mit der Kölner Quotenfrau nicht. Die willen sich doch bloß über dich lustig machen. Merkst du dann nicht, dass das nur eine Fürwand ist, um der Fötscheshöhler vom Professor sich bloß an dich heranmachen will? Wenn er das nur tät. Was? Nix. Das ist ein Stipendium für die École des Beaux-Arts in Paris. Und woher hast du das? Das hätten wir gerade unser B angedehnt. Eleonore, komm mit mir nach Paris. Lass das ganze Quotenfrau gedöns hin und werd meine Muse in Paris. Ich will doch mal verzahnen, Kaius. Lang genug, wo ich deine Muse he in Köln. Nur ist genug. Ich will nicht länger von dir und deinen Launen abhängig sein. Ich will zum Tonfilm unterhalten mich jede 10 Pferde bei uns. So. So mästet genau richtig, Lili. Ja, und wenn du jetzt noch kapieren tätst und für den Tonfilm ein Scherp T setzen tätst. Tonfilm, nicht Tonfilm. Na, dann wären wir mal Jungfrau im Dreie stehen. So, jetzt, Jank, und puder dir noch ein bisschen das Näschen. Ich habe mit dem Kaius noch ein paar Wörter zu schwade. Kaius, was ich dir jetzt sage, das meine ich total ernst. Hör endlich ob, die Arbeit, die ich mir mit dem Lilli mache, dauernd zu torpediere. Lass das Eleonore in Rau, oder ich. Sache, bist du total verdötscht? Ich soll an Dingen im Lilli het finge. Ha! Das Lilli sieht gut aus. Oh, ja. Sehr gut, so ja. Aber es fehlt ihm doch ne Püngelverstand. Ja, und? Aber weißt du was? Nimm ruhig das untalentierte Ribbegestell mit nach Paris. Vielleicht kannst du da ja in der Marthal, Abteilung Geflügel, als sächsische Nachtigall verkaufen. Zu mir taucht es nämlich nicht. Oh, wenn du dich da nicht verdienst, ja, ich werde singen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in Köln tun werde.
Das war perfekte Aussprache, Lili. Wigger so. Und du, Kaius, wir gehen jetzt über Kölsch in das Foyer und dann luren wir Wigger. Da kannst du dich doch verlassen. Trin, da bist du ja. Halt dich parat. Die Lücke mit Lili riefe sich jähgesig ab. Hück auf und nach Göttingstund und du küsst zum Zore. Ming Nichte wird die ätzte weibliche Jungfrau im Dreige stehen. Lief Tant, ich wollte dir immer an den Satan, ich han da ein Problemchen. Problem ist, dass sie da um ausgerühmt zu werden. Schwinde mit den Maler nach Paris und du wirst Jungfrau. Sag, was hast du eigentlich für umständliche Blute am Lief? Du könntest dich auch ein bisschen raffinierte antrecken. Tant, das ist es doch, was ich dir sagen wollte. Ah, Professorchen, wie ist denn so das Gefüllcode für die Generalprobe? Jod und selbst? Och, Jod. Also, dass Sie sich so für Mode interessieren, hätte ich schon nicht gedacht. Naja, als Frau in Ihrer Position muss man ja wenigstens vom Aussehen her mit der Zickjon. Ich interessiere mich wie Jeck für Mode. Und ich bin jetzt gespannt, was das Lili bei seinem Auftritt anhören wird. Vom Höre Sarah, Hanni Sarah, höre, dass das Hückalt das Lädchen singen wird, was das beim Wohltätigkeitsball für die Frauenhilfe auch fürstellen will. Genau das hättet für. Aber nur, ich muss noch zum Lili. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Lief, Yes und Mode, Jecke. He und Hück, also ich will sagen Hück und He, in uns wunderbare Flora, wollen wir Ihnen eine Mode vorstellen, die zwischen Orient und Occident ihresgleichen sucht. Created by Judy Peter and Ulrike Zimmermann. Unter dem Motto, der Dschungel zu Jas in Köln. Wobei, wenn man sich so die ein oder andere Eck oder Situation in Köln anschaut, da könntest du meinen, hier ist der Dschungel nicht nur zu Jas, aber ganz so zu Hus. Aber zuerst begrüßen Sie mit mir unseren Ehrengast, Karl Laberfeld. Herr Laberfeld, schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Nehmen Sie doch bitte hier vorne Platz. Dankeschön. Und in diesem Sinne viel Vergnügen. Mathilde zeigt die Tigerin. Meine Herren, beachten Sie den dynamischen Gang dieser Großkatze. Jederzeit zum Sprung bereit. Oh, lalalala. Und Sie könnten das Opfer sein. Stefanie alias Liane, das Mädchen aus dem Urwald. In dieser einmaligen Schöpfung wird Ihnen nicht nur der Tarzanschrei Ihres Mannes gewiss sein. Etliche Papagallos werden Sie umschwirren. Schmolli zeigt die Gorilladame. Kraft- und naturbetontes Design, klare Ansage einer gewissen Hausordnung. Die ganze Familie weiß direkt, woher die Nös hängen. Das einzigartige Modell Fruchtcocktail präsentiert von Carol. Die Kreation zum Anknabbern, speziell für den gesundheitsbewussten und vitaminorientierten Mann. Stille Wasser gründen tief, sagt der Volksmund. Gabor stellt uns stilles Wasser mit Seerosen vor. Das Erfolgsmodell beim Angeln nach dem tollen Hecht. Weiße Orchideen, der Traum aller Schwiegerväter. Vorgestellt von Franka. Welcher Gentleman würde nicht zu gerne die Angebetete in diesem Traumkleid zum Altar führen?
Ihren Kommentar bitte zu diesen atemberaubenden Kreationen. Sind sie nicht richtungsweisend? Ach, wissen Sie, wir verkaufen alle nur Wind. Mode bleibt Mode, auch wenn sie den Leuten zum Hals raushängt. Wissen Sie, wenn Mode aus der Mode ist, ja, das ist schon wieder Mode. Aber nein. Spätestens jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wissen Sie ganz genau, was die Herren und Mademscher in der kommenden Session am Lief tragen. Und damit kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Begrüßen Sie mit mir Lili Schmitz mit ihrem Liedchen. Hast du zu Hus ne Hühnerstall, dann hast du Hühner überall. Dort zwischen ganz viel Küchelchen, die sind der Hühner wichtiger als wie der Jecke hat, weil der keine Eier legen kann. Großartig, Herr Professor, ganz großartig. Meinen Glückwunsch. Das ist ja fabelhaft, was das Mädchen da hingelegt hat. Noch ein Stroph. Ich danke für den Applaus über das Liedchen, das ist aus. Jetzt kann er doch noch dichten. Ulla, die ist richtig. Wenn schon eine Frau, dann die. Noch ein Stroph. Aber ich kann doch nur die eine Strophe. Noch ein Stroph. Noch ein Stroph. Der Hahn kann insbesonders gut, wenn auch die Hände glättern tun, so ab und zu, so ist. Die hast du jetzt schon mal raufspülen. Und mach nicht so, ihr seht, das ist ja aus, als hättest du nur so einen Hering verschleckt. Ein Wett verloren, blamet bis ob de Knochen. Wett verloren. Du bist doch eine Kölsche Jung. Und ein Kölsche Jung kann noch unseren Wett verlieren. Aber er tät immer so, als hätte er sie gewonnen. Warten's ab, was noch gut. Ich habe eine Jod geführt. Also ich Jon jedenfalls heute Abend nicht ob der Benefizball. Mich doch noch ins zu blamieren. Sag, ich bin doch nicht bekloppt. Und oft du dahin gehst, bekloppt sind zu Recht, zig ist Weisheit. Und wenn du dich da als Erntier oder Joldfisch im Drühe sinn löst, du gehst dahin. Unter uns, ich han jetzt Lüge geholt. Was hast du Lüge geholt? Sag ich nicht. Aber du tätst in der Furt beißen, wenn du aber nicht dabei wirst. So, und jetzt, Jank, läch ich für 2 Stunden schon auf die Uhr und da sind wir uns gegangen in der Flora. Wenn einer sin Kölsch und eine Kabine stand liegt, jeder nur 2 Möglichkeiten. Er ist gut oder verliebt.
halber Hahn. Der Christojod im Wiener Wald mit Bein und Flöjel dran. Regelt schon mit Kies, der Kölsche Sprach. Die lehrt man nicht so nebenbei, am besten auf der Straße. Und das als kleine Groß. Was ist der Kölsche Fetz? Das ist ne Posch von Kranebäume mit nem Kölsche Hetz. Ohne mit ner frische Schlüss. Der Kölsche Sprach, die lehrt man nicht so nebenbei, am besten auf der Straße. Und das als kleine Groß. Ach, die werden sich hier graben und wundern. Rösi, das Lied, das kennst du doch. Komm, sing mit. Was ist ne Pistole? Das ist jetzt, was ich selbst gern hätt. Ich weiß nicht, ob er will. Dann halt nicht länger still. Der Kölsche Sprach, die lehrt man nicht so nebenbei, am besten auf der Straße. Und das als kleine Groß. La 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 la, la 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 la. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stehe jen zusammen mit Ihnen unsere Oberbürgermeisterin Ursula von den Sinnen begrüßen, die stellvertretende Schirmherrin des heutigen Abends. Und die geht doch jene paar Wörter zu euch sagen. Bitte schön, Frau Obermeisterin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute Abend hier in der Flora zum Benefizball Frauen in Not begrüßen zu dürfen. Sicher sind ihr jetzt alle neugierig, wenn es gleich um die Proklamation der Kölner Jungfrau für ihre Dreigestehen geht. Die mittlerweile stadtbekannte Wette zwischen dem Herrn Professor Jan Opte-Hipt und meiner Wenigkeit dürfte wohl zu Ungunsten des Herrn der Schöpfung aussehen. Wissen wir doch, dass sind Kandidatin Lilly Schmitz, zieht der Generalprof für 3 Tage nicht mit zu Finger ist. Aber ich habe eine Ersatz gefunden. Und im Moment sage ich nur, wir dürfen alle gespannt sein wie eine Flitzebohre. Gleich ist es so weg. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß an der Freude und dort nicht vergessen, ordentlich zu spenden. Bravo. Na, Professorchen, wie fühlen wir uns? Glänzend. Ich habe das Gefühl, als hätten ich eine schwere Vergangenheit für immer. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Mord, das ausgerechnet jetzt sind. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht he, sag mal wo und wann. Was machen wir jetzt? Lu uns da hinge, was mit der OB und deren Nichte los ist. Sag, die ist ja... Ja, die hätte drum voll. Wo, das, was du hast, Lüge gehört? Nicht nur, aber auch, es werden heute aber noch mehr locker lügen. Du weißt noch Ding von Genöje haben. Frau Oberbürgermeister, die Lüg werden nervös. Die wollen die neue Jungfrau sehen. Wir wollen die Jungfrau sind. 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 Liebe Gäste, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Proklamation der Kölner Jungfrau aus den verschiedensten Gründen heute nicht stattfinden kann. Verzählen Sie doch nicht so eine Driss, Frau Oberbürgermeisterin. Lilly! Hey, bin ich, jetzt Schmitze Lilly, ihr einzige um eure Quotenjungfrau im Kölsche 3 gestehen. Der Hahn, der hätt nur einzig Korb, zu klimme ob de Hühner drauf. De Hühner halde nur ganz still, weil he so spitz und seh dat will. Und ist der Sinn vorbei, dann lädt er ohne Texte ein. Wie schön mit Lilly hätt die Grieche gewonnen. Mein Gott, jetzt hat sie's. Mein Gott, jetzt hat sie's. Wie schön die Dittchen läuft, sind jetzt der Dumme. Mein Gott, jetzt hat sie's. Mein Gott, jetzt hat sie's. Mit dem Kölsch han ich mich schwer gedon. Können mir nur verstorben. Bin jetzt ganz ungehemmt. Das stimmt, das stimmt.
Und da wird Grenzenburg sich freue, et Lilli wird die Neue. Allah, für die neue Dreie stehen. Für all der Jubel dank ich euch. Min Träne kummerlich. Wir lieben dich. In Köln zu träumen, Leben ist schöner. Und Kölsche Lieder, das sie Kölsche Tön. Bravo, Lilli. Bravo! Meinen Glückwunsch, Herr Professor. Großartig! So, Leflügscher, ich will euch noch jetzt sagen. Ich han hück minge Spaß gehabt. Jan, du hast dinge Spaß gehabt. Frau OB, ihr hat eure Spaß gehabt. Ihr alle hat eure Spaß gehabt. Aber jetzt ein Spaß beiseite. Jan, du hast mich benutzt, um deine akademische Ehr jetzt zu bedienen. Frau OB, Sie han mich benutzt, um eine Quotenfrau zum Fürzehe zu han. Und ich sage euch, mir Fraulück, mir bruchen kein Quotenfrau. Ich sage euch all Danke, vor allem dem Lotti, dem Fienche, dem Walburja und dem Röschen. Alles hier standene Fraulück, die auch ohne dat Quotenfrau Gedrisse ihre Mann stonden. Und was ich noch sagen wollt, et irrt mich ungeheuer, dass ihr mich als ädste Frau unimmigrierte Sechsin im Kölsche Dreie stehen han wollt. Ihr Kölsche seht einfach Jod. All Fremde nimmt damit offene Arm ab und dazu auch an ihr Großhetz drücke. Der klitzekleine Fehler dabei ist, dass ihr so lang drücke dort, bis man kein Luft mehr kriegt. Und weil ich nicht ersticke will, lehne ich das Angebot, ädste Frau im Kölsche Dreie stehen zu sinn, ab. Ich danke euch. Oh. Na? Na? Und? Wie ist es? Am liebste Jod. Es ist, wie es ist. Und et kütt, wie et kütt. Und et hätt noch immer Jod gejange, nix blieb, wie et is, so ne Driss. Sache, was mähst du eigentlich hier auf dem Bahnhof? Ja, was mäht man schon auf einem Bahnhof? Verreise natürlich. Ja, und wohin? Vielleicht noch Paris? Paris. Tja, nix blieb wie es war. Was willst du machen? Sache, tätst du mich, ich meine eventuell, mitnehmen nach Paris? Wenn es Sinn muss. Ever viel lieber tät ich mit dir he in Köln bliebe. Ich läuf Köln ist mir eine Tätzchenwase. Und vielleicht bin ich in der nächsten Session Jungfrau und du Prinz Karneval. Ja, und der Bur? Der backen wir uns selbst. Ach, Lilli. Einmal Prinzessin in Köln am Ring. In dem Dreie stehen, voll Sonnenschein. Doch von han ich schon als kleine Fätzchen träumt. Einmal Prinzessin, dann hast du jetzt versöhnt. Einmal Prinzessin
se sind häste jet versäumt.